In einer Dach für 300 Flüchtlingen zu Dickrech Mammer a Stangefort. De Massage waren de Norrichten um Radio zu hören und huet an de konzernierte Gemenge für Opro gesuercht. Der Gemengerot hat zu Stangefort eine Infoversammlung organisiert und wir haben eine Zusammenfassung davon realisiert. Wir haben auf Info verzichtet, die interessiert Bürger sowieso an der Presse fanden. Ich bin froh, dass ihr so zahlreich hergekommen seid, für über das ganz brisante Thema zu schwätzen, weil es nicht nur heute zu Lützeburg und zu Stangefort interessiert, mehr international, und das die Refugiesfälle, die durch das Welt am Gange ist, um euch durchzukommen. Dafür begrüße ich heute Abend auf dem Tisch den Minister Kersch, den Minister de l'Intérieur, den sich darum bekümmert. Wir sitzen heute aber mit dem ganzen Gemengerot hier, weil wir einfach mit dem Gest auch beweisen, dass das heute eine Situation ist, wo wir uns einig sind am Gemengerot, dass wir helfen müssen. Hier geht es nicht um Parteienpolitik, hier geht es nicht um wen hat die Majorität, wen ist an der Opposition. Hier geht es darum, um die Zukunft von Stangefort und auch, wie das sie können helfen und wie das sie soll helfen. Ich will ganz kurz sagen, dass wir auf jeden Fall als Gemengerot auch schon eine Reunion mit dem Minister hatten, mit Minister Kersch hatten, und da breite Konsens rauskommen, das muss geholfen gehen, mit der einen oder anderen vielleicht kleiner Sache, wo man noch drüber schwätzen. Ich will euch aber kurz Chronologie sagen, weil es hier von ganz vielen Leuten angeschwärzt gehen, für was sie mir das nicht von dir geworden. Ich will euch sagen, dass das eine Situation war, wo wir am Gemengerot darüber geschwärzt hatten, oder am Chefrat besser gesagt, wo wir gesagt haben, die Welt, die kommt aber uns durch, aber wir müssen helfen. Ich habe den 9. September an den Olay angerufen und ich habe gesagt, die Gemeinde Stangefort hat verschiedene Logementer, hat Appartementer, hat Häuser, wo wir auch probieren können, für die Leute in der zu bringen. Wir wollen auf jeden Fall helfen, wir wollen eine Struktur abrichten, wo wir das helfen. Der 14.09. hat den Minister Kersch mal angerufen und hat gesagt, ich will mit dir schwätzen. Dann habe ich gesagt, das ist gut, wenn nie, mal Rendezvous, dann habe ich gesagt, dann nächsten Donnerstag. Dann hat der Minister zu mir gesagt, nee, das ist zu lang. Ich will direkt mit dir schwätzen. Dann habe ich auch gedacht, du hast etwas verbracht. Du hast etwas falsch gemacht, und ich habe gesagt, was geht es? Dann hat der Minister gesagt, es geht um Flüchtlinge. Und da war bei mir ganz klar, dass ich direkt an das Ministerium gegangen bin und ich habe noch gesagt, wir schwätzen darüber. Ich war gefeiert, ich meine, der Minister hat schon gesagt, wie stündst du im Radio gesagt haben, oder hören haben, dass Flüchtlinge vorbei kommen auf Stangefort. Das hat mit sich gebracht, dass den Telefon dünstes Mittags von 4 auf 1 bis halb 6 Uhr nicht ruhig war, an Mittwochs auch noch. Aber ich meine, das weiß ich als Bürgermeister, dass ich muss auch eins Tommy Bretschallerin haben, und die probieren sich dann noch durchzuhalten. Das hier ist als Stangeforter Gemeng, das meine ich schon du am Minister geschwert, immens wichtig, dass wir wissen, wohin das geht. Es ist ein Konzept von dem Ministerium erstellt gehen, das geht also aber nicht weit genug, und dafür habe ich den Minister gefragt, dass wir, wenn die Flüchtlinge kommen, direkt enkadriert, also personell kriegen, dass die Leute enkadriert, Assistenten Sozialen, Edukateuren, Tradukteuren, dass die hier auf die Gemeinde kommen, für hier mit der Gemeinde zusammen zu schaffen. Und dass wir auch regelmäßig all Monat eine Reunion haben mit der responsablen Politik vom Lützeburger Land, mit dem Olay zusammen, mit unserem Office Sozial Regional zusammen, mit der Polizei zusammen und mit all den Akteuren, die involviert sind. Am Gemengerot haben wir dann auch ganz klar definiert, dass die Diskussionen über die Polizeikommissariaten, die momentan am Gange sind, gemerkt zu gehen, dass wir hier zu Stangefort eine absolute Priorität wollen, dass wir wollen haben, dass das Polizeikommissariat hier erhalten bleibt und dass wir das abgestockt kriegen, dass wir wirklich auch die Leute, die hier wohnen, an die Ängsten haben, dass wir so gut wie möglich probieren, die Ängsten auch aufzubauen. Und dafür sind wir auch am Gange, mit dem Olay zusammen zu gucken, für hier eine Struktur zu finden. Das ist auch so, dass die 300 Leute, die wir noch hinkriegen, das sind Primo Arrivants. Das heißt, das sind die Leute, die wirklich nach just dem Live, wo werden sie haben, und hier kann dann nicht mehr, und da kommen sie hier an, und denen muss man helfen. Und da haben wir als Stangefurter Gemeinde auch am letzten Gemengerot darüber diskutiert, über die Integration. Eine Integration, die immens wichtig ist, die eigentlich von Anfang an muss passieren, wo ich auch gesagt habe, dass wir direkt gerne hätten, dass die Kinder an die Schule gehen,
natürlicher Spezialklassen, natürlich mussten sie ernst betreut gehen, aber trotzdem mengenisch muss ihn, wann ihn hier schwätzt, dass man 300 Leute abholen, mussten sie direkt richtig integriert gehen. Schon heute mitten an einem anderen Platz mit dem Minister Schmidt, mit dem Arbeitsminister geschwärzt. Auch hier hat man gesagt, dass sie am Gange sind, auf Regierungsniveau zu gucken, für da eine Struktur zu schaffen, dass die Leute auch direkt können mit einer Hand abhaken, dass sie direkt mit der Bevölkerung in Kontakt kommen. Voilà, das ist eine kleine Chronologie an einen kleinen Explikativ von mir, wie das dazu kommt. Ich gebe aber nur fort und den Minister Kersch gehen, für euch weiter Explikationen zu geben. Leeft Stengerforter Leiit, fir Dich mal vielmals Merci, dat ich Gelegenheit kreien, ha mat Dich iwwer die Problematik zu schwätzen. Ich kann dat bestätigen, wat den Bürgermeister ha gesot hun, genauso wie en durchgestalt huet von der Chronologie her. Ich wollte doch soen, dass es effektiv net der Menge Absicht lung irgendein zu erfeieren. Mit wäre so, dass ganz viel spekuliert gin as vun der Presse iwwer Einzelsitten, die am Gespräch wären. Und dafür wünsche ich gemerkt, dass es in der Zeit wäre, dass man die 3 Sitten, die von der Regierung definiert gesehen, aufgrund von landesplanerischen Kriterien und auch aufgrund von einer Etude, die den Hochkommissar à la Protection nationale gemerkt hat, dass in die Sitten dann noch soll veröffentlichen, für allen anderen Spekulationen entgegenzutreten. Der Bürgermeister hat gesagt, als Land, nicht nur als Land, ich ging so in Europa, an als Land gehört, nun mal zu Europa steht für eine Herausforderung, wie ze nach nie Ginners Zter dem Zweiten Weltkrieg. Dat wat man haier liewen as Appppes verdeiswerden den vun als Kapazitéite bringen. Dat wissen wir alle Goeten kann kein Haut soen, wie het weitergeht, wieviel Leute schlussendlich werden bei uns kommen. Dat einzigst man könne machen, dat wir zu probieren, als so gut wie möglich Drs 4 zu breden, dass ganz viele Leute werden kommen. Ich will auch ganz klar zum Ausdruck bringen, das wird man hier machen, als etwas, wo wir 1951 nach dem Krieg engagiert haben, an dem das wir die Genfer Konvention unterschrieben haben, die gesagt hat, dass Leute, die aus einer Kriegssituation fortlaufen, dass die Recht auf Asyl haben, Recht auf Protection international, wie es richtig heißt. Das ist, wie gesagt, nach dem Krieg entstanden, dass viele Länder das unterschrieben haben, dann heißt es immer, für die an einer Situation, wo an der Doten ausmaß Leute werden bei uns kommen. Wir müssen also auch probieren, die Leute so sehr wie möglich auf den Rest von den Gemengen zu verdelen. Es wird nicht sein, dass die 3 Gemengen Stengerfurt Mämer an Dickrich gefroht gehen, für Solidarität zu üben, mit alle Guten die anderen Gemengen. Der Bürgermeister hat gesagt, es geht nicht durch einfach so Container die einfach zu planen, da muss in die selbstverständlich die Leute dann auch enkadrieren. Das wird auch geschehen. Auch da ist es klar, das geschieht nach der Verantwortung vom OLAI und dann zusammenarbeit mit den großen Hilfsorganisationen, die wir heute zu Lützeburg haben und die auch schon eine gewisse Erfahrung an dem Bereich haben. Sprich also Croix Rouge und Caritas. Die werden heute immer auf dem Site da sind, das ganz klar auch geplant, dass die Sitten so aménagiert gehen, dass sie während einer 24 Stunden Zeit auch eine Überwachung haben. Also mit einer privaten Sicherheitsfirma wird zusammen geschafft. Und das ist auch so, dass auch während 24 Stunden eine medizinische Betreuung da ist an der Person von einer Firma. Ich will auch ganz klar sagen, weil das doch der Wunsch ist von der Gesundheitsminister, dass alle die Flüchtlinge, die bei uns kommen, einen Gesundheitscheck werden kriegen, ehe sie irgendwohin platziert gibt. Die 3 Sitten, wie gesagt, sind alle gut vorgesehen, für 300 Leute abzuholen, mit einer maximalen Kapazität, all einzelnen Sit von 600 Leuten. So aber ganz klar, dass nicht an der Absicht von der Regierung über 300 rauszugehen. Dafür sichern wir auch noch immer weiter Sitten. Aber sie könnten theoretisch, wenn wie ich denke, ausgedeckt und den Himmel als auf den Kap fallen, aber wirklich nach Megifen überrand gehen, weil wir es los schon müssen erwerden, da wäre die Möglichkeit da, das nicht an unserer Absicht, so weit kommen zu lassen. Dafür gehen auch noch immer weiter Sitten geplant. Das ist also als Verantwortung von der Regierung und dafür machen wir auch eine staatliche Prozedur, für das können zu machen. Darüber hinaus wollen wir die Dörfer auch richtig planen. Das ist also nicht, wo einfach nur einzeln Containeren ohne Nägereit gehen, mit da können eine seriöse Planung haben tun, mit einem Architektenbüro, den das möchte. Das ist auch ganz klar vorgesehen, dass der eure Länder rundherum könnt. Das ist nicht so, dass ihr da keinen Zugang hat. Ich meine, das hat der Bürgermeister auch ganz klar gesagt, dass der Wunsch von allen Gemengeverantwortlichen, die bislang gesehen haben, an der Schwer an denen 3 Gemengen redet, sowohl zu Mämer
wéi och zu Stängefocht an haute Mitte nach zu Dickrech an do auch stimmech an alle Gemengereet te wëllen, dats in déi Leiit net soll irgendwie aufschieben, mit dats de Kontakt sollt gesicht gin, an dofir mussssen wie gesot och do Assistenzsozialen ans Spiel kommen, mussssen Tradukteuren ans Spiel kommen an mussssen och Leiit ans Spiel kommen, die wirklich bereet sind, de Kontakt mat de Leiit ze mechen. Der wis doch, dass die Regierung desideiert huet, dass die Leute auch vom echten hun anfang, wo sie hinkommen solle Lettzeburg leieren, dafür als ein extra Sprucheprogramm ausgeschafft gin Mamshandre de Lang, die 100 fir Lettzeburg, die Leute solle kreen. An die Regierung huet auch einen Opruf gemerk oder as am Gang den Opruf zu mechen, die soll nächste Woche rauskommen und alle Goeten, die pensioniert Lehrkräften fir ze hëllefen dee Leiit Spruchekuren ze ginn, an eischter Linie Lettzeburg, mehr aber auch die anderen Sprachen, die heute zu Lettzeburg eben gebraucht gin. Also ech werd ha net hinkommen an irgend Zielen, wat nun net kann ahalen gin, dat werde ich soen, dat das verbindlich, ich schuf leit net op alles eng Antwort, an dafür muss der mich dann entschuldigen, mir wann ich kein Antwort tun der so viel wert, dass ich keine Antwort. Ich dat gesot ging es so, dass man vielleicht direkt Herr Bürgermeister auch aufhängen, Leute zu Wort zu kommen lassen, weil haut das vielleicht nicht so viel nice wie mehr und hin. Merci, Herr Minister. Wann der eng Wortmeldung hut, dann melde ich, wann ich klift. Kommen die direkt aus der Türkei oder kommen die aus einem anderen europäischen Land, wo sie da schon auch registriert waren? Oder wie hast du das mal sieht, wie der oder Kinder sie normalerweise aufgehoben haben? Am Moment ist es so, dass die Leute, die am Moment global kommen, das sind nicht die, von denen wir während Wochen auf der Television hören, hören die 160 respektive 120.000 Leute, die sollten platziert gehen. Die Leute, die global kommen, das sind einfach für unter dir. Die kommen über die viel Wege, die begött für an Europa ranzukommen, stehen die engesters für dem Familienminister, an dann hast den Olei praktisch gezwungen, ihnen zu helfen, dass sie den anderen Tag irgendwo einen Schlafplatz haben. So funktioniert das. Ich hatte Schiffer für drin genannt, an engem Monat 400 Leute, die man auf die Erde müssen platzieren. Und dann ist das angedeutet, da muss man natürlich gucken, dass die Leute eine Prozedur kriegen. Da wird geguckt, ob sie effektiv so viel hier kommen, wo sie so, dass sie hier kommen. Die Leute, die aus Syrien kommen, die aus dem Irak kommen, da wo wirklich noch Krieg ist, da war es ganz klar, dass die Chancen ganz groß stehen, dass die Leute auch den Statut werden kriegen. Mit sind natürlich auch eine Reihe Leute drin, die so, sie gehen aus Syrien kommen, weil sie wissen, dass dann ihre Chancen mehr groß sind, für den Statut zu kriegen. Merci. Stängerfurt huet ungefähr plus ou minus 100 Leute pro Jahr, die bei uns beikommen. Die setzt da lo ungefähr 300, maximum 600 dabei. Als das nicht bis viel bei ihnen. Wie verkraft man das vis-à-vis von den Infrastrukturen und so weiter? Ich meine, dass das eine große Herausforderung für euch gibt. Wenn ich so ein, das machen wir, wie ich für gesagt habe, links, da gebe ich eigentlich nicht vorig zu. Es gibt eine große Herausforderung mit das machbar. Ich will jetzt daran erinnern, dass ein Gemeinde wie Berdorf, die 1800 Einwohner hat, am Moment 360 Flüchtlinge hat. Auch das ist für die eine große Herausforderung, mit die packen das. Mit die packen das, weil sie so in froh gegangen ist, wie der Bürgermeister für drüber gesagt hat, wie der doch viel Teil zu Stängerfurt machen. An dem, dass ihn offensiv auf die Leute durchgeht, sie probiert zu integrieren. Meiner Meinung nach Spruch, etwas ganz wichtig ist, dass sie Spruch lehren, für das sich können mit den Leuten verständigen. Das ist eine ganz große Vorbedingung. Das wird doch nicht einfach gehen bei den Leuten. Die Leute sind zum großen Teil, das will ich auch so, sind die bis am Moment halt zuletzt schön. Von den Syrien auch aus dem Irak sind relativ hoch qualifiziert Leute. Und wir wären gut beraten für den Know-how, den die Leute auch mitbringen. So sehr wie möglich auch zu nutzen. Weil das als Effekt alles etwas kann bringen und das auch für den Leuten hier Selbstwertgefühl eurem kann riesig steigern. Und dafür ist es eigentlich, und das ist das, was der Bürgermeister für nur gedeutet hat, das ist eine Herausforderung, von der wir schaffen. Und dafür müssen selbstverständlich auch Kräfte freigesetzt werden. Das wird auch nicht zum Nulltarif zu kriegen sein. Die ganze Operation da wird als Land ganz viel Suen kosten, das wissen wir. Ich will auch ganz klar sagen, dass die Regierung dezidiert hat, dass am Budget 2016 20 Millionen Lomol freigesetzt sind, also Budgetsposten geschaffen sind, 20 Millionen eben für das Personal auch können zu bezahlen, für alle guten Mesuren zu bezahlen, von Sprachkursen und so weiter, die man da müssen machen. Wenn man das nicht machen, dann gibt man als Aufgabe nicht mehr. Gerade das Geschwert gehen wir die Leute gerne integrieren. Ich sprach das vor, dass sie Land nicht gern. Du sind ja in der Prozedur.
kriegen wir Leute, die Prozedur durchlaufen. An der Schweiz für 500 Leute, die Prozedur durchlaufen und dann nicht konnten an diesem Land in der Brüche gehen. Oder bringt er als Hai die Primo Arrivant hin an die müssen da werden, dass sie hier die 3 bis 12 Monate, das so gesagt gehen, durchschlafen. Ich gesehen du eine Schwierigkeit, dass du Leute dann zurückgefordert gehen. Das heißt, wir gehen in Lützeburg, wir versuchen sie zu integrieren, und dann, bis wir im Moment, wo ein Schäd kauf, sie zurückzuführen. Ich hatte sicherlich Schwierigkeiten damit, dass Pappen und Mama mit ihren Kindern, die hier integriert sind, dass die da bis wir mal aufgeholt gehen von der Polizei und zurück an ihr Ursprungsland gehen. Als die Konflikt du vielleicht zu vermeiden? Das ist ganz klar, dass hier ein Durwend steht für Primo Arrivanten. Und die Primo Arrivanten sind zum größten Teil Leute aus dem Irak und aus Syrien, aber sind da auch dabei, die aus anderen Teilen von der Welt kommen. Und dann ist es doch ganz klar, als so ist, ja, das ist geplant, dass die Leute sehr wie möglich die Prozedur aufgeschlossen kriegen und dass sie dann sollen verteilt gehen op de Rest vom Land. Dat ist genau das Konzept, was doch der Bürgermeister dafür drüber gesagt hat, weil man muss hinkriegen an diesem Land. Leider haben wir es vermissen, an den letzten 10 Jahren das Konzept aufzubauen. Die beste Integration ist die, wenn sie ganz nur bei Lützburger Familien sind. Das ist ganz evident. Von allgemein, wir haben 105 Gemengen hier im Land. Von allgemein, das 10 hält, ist das für kein Gemengeproblem. Wenn einfach bei den 105 Gemengen da ein ganz Reihe dabei sind, die wollen den Loose-Patter spielen. Da sind ja nur die Gemengen, die sie da sitzen, und da sind das die Probleme haben. Und dafür ist es von einer extremer Wichtigkeit, dass wir die Solidarität herstellen. Und ich will aber ganz klar so. Ich will nach Kiel, wirklich nach Kielburger Meister hören, egal von welcher Frucht, also dass die gesagt hat, könnten dann tun, das machen wir nicht mit. Merci, ich will aber auch noch unterstreichen dazu, dass wir auch als Gemengerot und als Chefrot ganz sicherlich aber auch den nächsten Druck auf die Instanzen machen, für die Prozeduren so schnell wie möglich weiterzutreiben. Und dafür habe ich auch beim Minister eine monatliche Versammlung gefragt, wo wir regelmäßig zusammenkommen am OLAI, mit den Assistenten Sozialen, mit allen guten den Gremien, die da involviert sind, für alle einzelnen Schicksale zu gucken, und für die Prozedur so schnell wie möglich für uns zu treiben. Weil ich gehe nicht vollkommen recht. Ich hatte dem Minister gesagt, wenn ein Eisbär gibt an so einen, ich nenne es mal so, Käfig da ersetzen, und wir dürfen den ganzen Tag nichts machen, da gibt mir auch auf den Gedanken gekommen. Der Minister hat gemeint, ihn hätte schon beruhigt, ich mich auch mehr, aber trotzdem, die Leute müssen sich beschäftigen, und wir haben ja auch etwas von ihnen. Ich meine, das ist richtig, was er gesagt hat, dass einfach die Abwandlung, die wir müssen holen, die sie müssen holen, die Ouvertüre, die muss da sein, aber ganz klar auch, wir hin in Eiskultur ja auch können wir bringen, und wir auch etwas von ihnen lernen, auch von ihrer Kultur. Ich versuche mal das konkret vorzustellen, das Container dürfen in Lohai guckt, ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind ungefähr. Das sind viele Leute, wenn die ganze Plateau, kommen die Container über das ganze Plateau verteilt, sind das Kleincontainer, wie viele Container sind das, könnt ihr doch schon etwas dazu sagen? Also wir gehen von 600 Containern aus. Mit dem Person dürfen sich nicht vorstellen, dass das so Container wäre, wie man es auf dem Kamion gesehen hat. Das ist nicht so, just für ein Bild zu gehen. Das wissen viele Leute nicht. Aber die freie Maternität, die wisst, dass Maternität an der Stadt für kurzem neu abgemacht wird. Das wird 400 als Gebäudestung, das wäre Container. Also an dem Genre, wie das Container hier wird entstehen. Und das steht da eine konkrete Planung drin. Das ist nicht einfach eine Unternehmenreihung von irgendwelchen Containern, die da an der Landschaft gingen stehen, das wird von einem Architekt, von einem Urbanist geplant. Verschiedene Anwohner haben sich verständlicherweise Sorgen über die Sicherheit an der Stangenfurter Gemeinde gemacht. Es gibt eine Reihe von Gerüchten, da gibt es Polizeikommissariate zugemerkt gehen oder aufgebaut gehen. Ich will hier jetzt 2 Messagen geben. Die Etienne Schneider hat in der Mitte nachher wiederholt, was er schon ein paar Mal gesagt hat. Es gibt kein Polizeikommissariat zugemerkt, ohne den Akkord von der Gemeinde. Ganz klar also vom zuständigen Minister, formell versprechen, weil ich heute wiederholen, wenn die Gemeinde nicht mit einverstanden ist, gibt kein Polizeikommissariat zugemerkt. Ich meine, das ist mal ein ganz klarer Message, den ich heute auch nur vom Sekretärsdienst machen kann. Das Zweite, wieso wäre es so, dass pro Jahr rund 50 Polizisten angestellt gehen. Die Regierung hat dezidiert, dass wir die Zölle absetzen auf 80 an einer ersten Phase. Die Regierung hat sogar dezidiert, dass wir 106 Polizisten an die Polizeischule haben wollen. Das heißt also, dass wir ganz klar die Message geben,
trotz Zukunftspark, trotz Budgetkonsolidierung, dass es eine Reihe von Bereichen gibt, an denen nicht gespürt wird. Von diesen Bereichen als Sicherheit, Police, dann aber auch ein anderer Bereich von der Sicherheit, dass die ganze Geschichte um die Reform von der Rettungsdienste, Protection Civil an Bombschießwesen, an den dritten Bereich als die von der Schule. Ganz klare Messagen, die das Regierung ginnelt, für die sie sich engagiert hat und zu der sie auch steht. Also in Zukunft werden wir wesentlich mehr Polizisten pro Jahr erstellen, wie das in der Vergangenheit der Fall ist. Wir können sie nicht aus dem Stich schlagen. Die Leute mussten eine Ausbildung kriegen, das wissen alle Guten. Es ist ganz klar der politische Willen, für an Police zu investieren. Inselbierger haben Flüchtlinge mit Kriminellen verglichen und haben sich auf den freien Camping berufen. Die Reaktion vom Bürgermeister war dementsprechend. Die Plakativdurchstellung von verschiedenen Leuten, wie du gemerkt hast, das meine ich das nicht richtig. Effektiv hat man schon Flüchtlinge im Camping dürfen. Effektiv haben wir die Leute auch probiert zu integrieren, das nicht so einfach war. Wir haben noch Leute gelebt, Lützebäuer, Belg, Franzosen. Und es wären nicht Flüchtlinge, die heute die größte Misere wären. Und ich muss sagen, dass die Leute, die im Camping wohnten, als Flüchtling, dass die hier für uns Gemeng nicht das Problem wären. Es wären andere Leute, die dürfen gewohnt haben. Aber ich meine noch, dass es falsch ist, für direkt einen Flüchtling am Neck von einem Kriminellen anzudrücken. Vielleicht wird das so. Ihr schwätzt davon, für die Leute zu enkadrieren, über Croix-Rouge und Caritas. Wenn ich den Schiffer von den Leuten höre, 300 bis 600 Leute, da braucht er ja aber relativ viel Leute. En plus sind das ja aber auch nicht Leute, die gerade schöne Zeiten haben, das heißt, die haben einen schweren Trauma. Du siehst Kinder dabei, die haben sicher einen schweren Trauma. Die integrieren die nicht einfach so in eine Schule, also den stellen einen Edukateur an die spielen bis mit dir, dann kannst du darüber wäschen. Das heißt, verfügen wir überhaupt über so Fachpersonal. Du musst Leute dabei, die eine Trauma-Ausbildung haben wir die heute zu Lützeburg. Wir kommen hier und Grenzen von unseren Kapazitäten. Es wäre falsch, für die Message zu geben, wir geben nicht alles, wie ich für gesagt habe, links. Nein, das nicht so. Wir kommen und wirklich und Grenzen von unseren Kapazitäten und dafür probieren wir mit klaren Konzepten auch der Toten zu beginnen, ohne zu wissen, ich so das nachher, ob wir alles Werten zu 100% immer am Griff behalten. Wo ich schon davon geschwert, wat Prise en charge ass, die den Nollei und sech mcht vun den Demandeur de Protection international an du hast vun Logement, Issen, medizinischer Betreiung a Spprochekur geschwert gin, méi war der ho ganz wichtig Element, dass die Leute die psychologischen Suivi brauchen, dat zo recht todropper hunn an der Vergangenheit war net so, dat man so massiv Leiit koten, méi awer sicher Sachen an Plas an den Strukturen, die de Primo akcueil hunn, do schaffen noch Psychologen, déi Leiit können detekteieren, die Syndrom posttraumatiken hunn an dé schaffe mat denen Instanzen zu summen, die sowieso schon im Terrain gëtt. Et gët doch gedurcht un Encadrement an dehor vun der Schoul, do können Regionen genauso wie den lo genau ausgesäit, op d'Education national ass, die den eventuell organiséiert oder den Nollei respektiv mat der Caritas oder mat der Croix-Rouge. Mit hunn awer all die Sachen do gedurcht. Die Leute wollten wissen, für was ausgerechnet die 3 Gemeinden Dickrich, Mama und Stangefurt rausgesicht goufen. Das erste und wichtigste Kriterium, das kenne ich auch ganz gerne so, war den 100 Terrain, die man direkt kriegen. Wir können nur potenziell Terrain rausgehen, die ja privat haben, sind, das hilft uns nicht, wenn wir sie nicht kriegen. Das ist also das erste Kriterium, wo sind Terrain, die der Stadt direkt zur Verfügung hat. Wo sind Terrain, die auch direkt und öffentlichen Transport gebunden sind. Wo sind Terrain, die auch nicht so weit von einer Ortschaft wegleihen, ohne dass sie einfach mitten dran an der Ortschaft bleiben. Wo sind Terrain, wo wir auch können, auf dem Schritt können, andere Aktivitäten machen, wie just Wunden. Ja, wie ich wieder gesagt habe, wo wir können einen Spielplatz machen, wo wir können die Duschen abtreten, die wir brauchen, wo wir auch können eine gewisse Planung bringen. Das wären Kriterien und das wäre ganz bestimmt kein parteipolitisch. Und doch nicht mal Marcel Bonchang zu sehen, auch noch nicht mal Gilles Roth, auch noch nicht mal Herr Wirth, auch noch nicht mal Claude Hagen, dass einfach geguckt wird, wo sind die Sitten. Und da der Recht, Gemengen sind nicht die schlussendlich die endliche Diskussion kalkulieren. Das will ich so, und das hat heute kein parteipolitisch sehr rasch, ich habe nicht für gesagt, ob Rot, Schwarz oder Blau am Gemengerot, wir haben hier nicht den Stehengeheit für die heutigen Prozedur zu trippeln. Wir haben als Stängeforter Gemeng, ich wiederhole mich nach einmal, dezidiert für zu helfen. Dann haben wir dem Olai angerufen, weil wir verschiedene Appartementen dran Häuser
durch Stängefort frei hunn oder könnte frei kreieren. Und immer gesagt, da will man helfen, die will man zur Verfügung stellen, aber wir sind noch bereit, mit dem Minister zu summen, eine Struktur abzurichten, für die Leute definitiv heimzuhalten. Wir, der Gemeinderat, der Chefrat, waren auch aufgehört, wie man gesagt haben, 300 Flüchtlinge. Aber der Minister, ich erkenne, kann ich heute sagen, wie viel das dahin kommen. Von die 4 Millionen, die an der Grenze an die Lehrerin von Europa, wenn die aufhängen mal trippeln, da gehen wir hier Rand. Und ich meine, das ist aber ganz gut, wenn den Sto hier geht und präpariert den sich für die Leute zu helfen, für sie zu integrieren. Und ich meine, dass es auch eine verdammte Pflicht ist für einen Politiker, für sich da Gedanken zu machen, ihr zu spät ist. Ich fand es immens wichtig, dass wir heute probieren, rot, blau, grün oder schwarz, dass wir das nicht zum Thema machen, weil das kein parteipolitisches Thema ist. Das ist mir das allererste. Der Zweite, was ich will, und ich stelle mich auch nicht an Stängefort der Gemengepolitik anmischen. Ich habe für Druck gesagt, das ist eine nationale Decision. Die Regierung hat sich an erstens europäische Direktiven zu halten, und diese Direktiven hat sich an internationale Treaty zu halten, die sie geschrieben haben. Wir sind gefragt, wie ein Tipp von Leuten, dass man dann am liebsten wählen. Und die Regierung hat gesagt, wir wären froh, wenn wir Familie mit Kanner kriegen, weil als erste Präokkupation geht auf Kanner. Den deutschen Innenminister de Maizière hat gesagt, oh, der sieht die Einzige, die mit Kanner wollten. Aber was ist dafür wert? Weil die meisten davon ausgehen, dass wenn sich Junggesellen haben, dass die ihrem sehr fort wären. Das muss ich sich mal vorstellen. Wir leben in einem Europa, wo einzelne Länder ganz klar darauf spekulieren, für die Leute sehr wie möglich Last zu gehen. Das waren aber nicht die Werte von dem Europa. Die Werte von dem Europa, sie gemerkt, wie für Krieg zu verhindern. Das war der Ursprung. Der Ursprung war nicht für zu gucken, dass Einzelfirmen so viel wie möglich suchen verdienen. Aber Europa ist gegründet, für Kriege auf diesem Kontinent zu verhindern. Europa hat sich eine Reihe von Werten gegeben, für die wir dabei und denen wir dabei noch gemoß gehen. Wir sind die mit den Werten von der Demokratie, von der Menschlichkeit, von der Nächste lebt, der Rest von der Welt von Innovation, dass unser Modell gut ist. Und das sind der Meinung, dass unser Modell gut ist. Und das sind sogar der Meinung, dass unser Modell die beste ist. Der ausgesichte Platz gouf kritisiert, an eng Person huet sogar gemeint, dass all die Leute, die dat gut ginge fannen, die sollten sich melden, für Container op ihrem Terrain zu installieren. Heute die emovante Reaktion vom Publikum. Herr Kohnen, wie seht ihr das? Da könnte wahrscheinlich eine größere Herausforderung ob ihr als Schule tun. Ja, mir als Schulen also an dem ganzen Kontext von den Flüchtlingen noch mal der 1200 ganz viel Fragen an den letzten Tag gestellt. Die Kollegen kommen auch schon mit ganz konkreten Fragen an Sorgen, ob mich als Präsident du auch einen Schulinspektor respektive ein Gemeng, wonach China es konkret kann entfernen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, und wir hoffen, dass wir da ganz zeitnah immer die Informationen kriegen, dass wir darauf reagieren können. Weil wir können nicht von irgendwelchen Erfahrungen profitieren, das hat man nie als Schule und als Gemeng. Und wir hoffen, dass wir auch da Ressourcen kriegen, dass wir nicht längerlos gehen, weil sonst können wir das doch nicht packen. Ich muss sagen, ich war ganz positiv überrascht über die Reaktionen der Leute. Natürlich sind noch Reaktionen da gewirrscht von Leuten, die Ängste haben, die nicht wissen, was sie tun können. Und zu diesem Zeitpunkt können der Minister und ich selber auch nicht sagen, wie viele Leute das noch plötzlich durchkommen. Ich meine, als Gemeng, als responsablen Bürger muss ich da auch eine Hand aufhaken und das wird Stängefort der Menge gemacht. Wir hatten hier 350 stillgestellt am Rodemar und ich muss sagen, das ist nicht durchgegangen mit still. Und dafür auch der Population dabei ist eine ganz große Merci für ihren Interesse und dem Sujet und das ist nicht die letzte, wo wir davon schwätzen.